bin dann halt 10 Meter umgekehrt. Also, ich denke schon an Tod und so. Ist ja kein Heimding, oder? DJ Sirius. Der Amir hat eine seltene Muskelerkrankung. Er ist darum auf einen Rollstuhl und intensive Betreuung angewiesen. Musik gibt ihm Kraft. Er ist schon seit über 10 Jahren Produzent und DJ. Wir gehen heute zu ihm heim, wo er uns sein Studio zeigt. So, wie ich mich erinnere, ich war mit 60, weil das angefangen hat mit Handrollstuhl und so. Ich wollte schon noch gehen, aber ich bin dann halt 10 Meter umgekehrt. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, so, von meiner Mutter und so, dass es mega blöd ist für mich und so. Ich habe es gar nicht so gecheckt. Im Weg ist mir so mit 14 oder so. Ich habe Pubertät und so. Aber ich habe eigentlich relativ gut damit umgehen. Ich habe gute Freunde in der Jugend. Der Amir lebt mit Muskeldystrophie. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Muskelerkrankung. Das heisst, seine Muskeln nehmen zunehmend ab. Die Erkrankung fängt im Kindesalter an, schreitet langsam voran und verkürzt die Lebenserwartung erheblich. Wie alt der Amir wird, lässt sich nur schwer sagen, weil die Medizin Fortschritt macht und der Lebensstil eine grosse Rolle spielt. Vielleicht vor 30 Jahren, ich sage so 25, jetzt im Moment, ich kenne jemanden, der ist schon 50. Es ist sehr relativ auch je nach Mensch halt, Gesundheit, was passiert. Und halt auch, ich finde, wenn man etwas macht, so wie ich, also, ich finde, wenn du so etwas hast für dich und du kannst mit dem leben und mit deinem Leben kannst du etwas machen oder willst, ist es sehr schön. Also, ich denke schon an Tod und so. Und auch ans Leben. Und beschäftigt mich schon. Aber mehr als der andere, oder? Ja. Der Amir lebt seit 6 Jahren in seiner eigenen Wohnung, in einem sogenannten Assistenzwohnen. Rund um die Tour hat er eine Betreuungsperson, die ihm hilft, seinen Alltag zu bestreiten. Vor dem war er in einem Wohnheim. Es war immer schön dort auch und so. Das Problem war halt, dass du Musik machst. Nicht Betreuer brauchst und Zeug und Sachen. Das ist selten die Möglichkeit, dass jemand mitkommt. Weil es einfach, ja, es ist ja kein Heimding, oder? DJ Sirius. Ich habe quasi Assistenz wohnen, mit der IV. Das heisst, ich brauche Geld dafür für meine Mitarbeiter, ich muss es abrechnen. Ich muss die Abgaben zahlen, ich muss das Zeug erledigen, was notwendig ist. Und ja, das ist halt mein Umfang. Aber ich kann mich wieder betreuen eigentlich überall hin, wo ich will. Sie helfen mir, wenn ich etwas brauche. Die Selbstständigkeit ist mir wichtig, um weitermachen und auch zum eigenständig zu erledigen. Musik machen. Man kann eigentlich alles machen. Irgendwie. Du kannst mit Peter so viel. Für mich ist es wie ein Teil von meinem Körper. Mein Hobby. Dort kann die Leute etwas zeigen. Auch. Musik gibt mir alles. Ich kann auch gerne auflegen für andere. Ich kann nicht andere Freude haben an mich und ich an sie. Ich höre das gerne auch. Und wenn ich vom Publikum bin, dann ist es für mich irgendwie immer ein sehr spezieller Moment auch. Weil es passiert so viel die ganze Zeit. Und dann machst du ein bisschen Mut und dann, wow. Du weißt nicht, dann hat es eine Freude, weißt du. Und dann wird dort gerade, du siehst eigentlich, ob du das Publikum bereichst oder nicht auch. So. Und immer so, wow. Dass die Leute mit dem zusammen heute Moment verbringen. Also. Ohne irgendwie die Distanz halt, ja. Zusammen mit seinem Freund Livio macht Amir als Kollektiv das Herz Techno-Musik. Die zwei sehen sich regelmässig, produzieren Tracks oder legen zusammen auf. Momentan arbeiten sie an einem sogenannten Production-Album, das sie für einen grossen Musikproduzent machen. Tracks werden später als Werbefilm oder Serien-Soundtrack benutzt.
Um das Album professionell umzusetzen, ist der Amir auf neues Equipment angewiesen. Darum hat er und Livio das Crowdfunding lanciert. Das Ding ist aber, ich kann nicht das Studio finanzieren. Das ist sehr viel Geld. Und ich erstens nicht verdienen. Ich nicht kann verdienen, weil ich würde nicht einfach mit das Zeug zahlen. Ich finde das nicht schade. So. Und das ist halt auch Zeug dabei in dem Crowdfunding. Und quasi Selbstständigkeit, Bedienbarkeit mir anbietet im Analogen. Ich mache dann so weiter, aber die Leute verdienen wird an dem Ganzen. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das Studio betreibe. Ich würde gerne mal ich muss da wieder auflegen. So etwas, wenn man weiss. Also wenn das Festival oder irgendwie wieder mal 7 Stunden auflegen wieder. So wie am Zürichfest. Das war ziemlich epic. Und ja, mit dem Livio mitmachen Musik und sicher 1, 2 und 3 Releases. Das wäre schön, ja.